Hallo Freunde, willkommen zurück hier zum Let's Play von Pokémon Sonne und Mond. Heute im großen Story-Finale bei Mond. Das nächste Mal vermutlich dann in Sonne. Und jetzt, ja, Cement will uns gerade ein bisschen dissen und sagen, dass wir ihre Tochter verdorben hätten, geschändet hätten. Also bitte, Samantha, so war das aber nicht. Ja, du Michael. Und jetzt wagst du es auch noch in diese Welt von mir und Anigo zu kommen. Es reicht. Anigo und ich werden dir nun eine Lektion erteilen. Okay, also gegen ein Pokémon kommen wir schon noch ran. Auch wenn es der Ultra-Beste ist. Sie ist mit ihrem Pokémon fusioniert. Aber interessant zu sehen, dass sie nur 5 Pokémon dabei hat, weil das 6. mit dem ist sie verschmolzen. Ne? Also, sonst wäre es cheaten. Alter, das hat die Haarfarbe geändert, alles. Yeah! Piximon! Nee, falsch. Ja, sorry, ich war gerade ein bisschen bei Digimon drin. Pixie, wieso ist das geboostet? Es hat Spezialverteidigung Plus drauf. Ja, schön. Können wir also vergessen hier. Ich brauche Gift. Salamandra. Wehe, jetzt kommt irgendwie Feuer oder Gestein. Absorber. Ja. Ich mach mal Z und dann ist es weg. Ultra-Bestien gegen Z-Attacken. Let's go! Yeah, Salamandra. Mächtiger, vernichtender Säurerege. Yeah. Wie Pixie reinguckt so. Ich bin böse. Alter, trotz Z-Move. Moon Power! Prism Up! Bringt nicht viel. Was? Mal gar keinen Schaden mehr. Pixie! Boah, Schnabel! Alter. So. Matschbombe. Und tschüss. Das war Nummer 1. Pixie. Level 50 für Salamandra. Geil. Level 45 für Volt. Ist voll gewollt. Ach nö, ja, Kai wird sich freuen. Angriff drauf. Okay, das ist natürlich jetzt bei Milotic ziemlich vergeudet, aber passt mir gut, denn so kann ich wieder Volt reinschicken. Milotic, was kann das? Ja, keine Hydropumpe. Wird wehtun! Alter. Damit aber jetzt doch nicht gerechnet. Muss man mal so sagen. Okay, Kalpura. It's your turn. Also sollte ich jemals einen Nuzlocke machen von Sonnenmond und Ultrasonne Ultramond. Vor dem Kampf habe ich jetzt schon Schiss. Weil hier ohne Verlust durchkommen, das stelle ich mir ziemlich unmöglich vor. Weiter so. Yeah, Mann, ich bin cool. So, nutze mal die Gunst der Stunde und heil mal unseren Elektrokäfer, weil, ja, ich hätte ihn doch gerne noch in der Rückhand. Okay, kann von mir aus heilen, ist gar kein Problem.
Weiter so, du machst das super. Okay, wenn es noch ein bisschen genesen will. Mache ich mal hier weiter. Genesung muss irgendwann auch durch sein. Du. Sehr gut, schön daneben. Und das war's, Milotic. Ja, der Boost war ziemlich für die Katz. Hätte aber auch anders sein können, Leute. Ich hatte schon mal gegen Samantha in Sonne zu tun. Wobei, wir sehen es nachher. Wenn ich mich richtig erinnere, war der Kampf ziemlich schmiese. Da habe ich echt lange gebraucht. Traumagil, das ist garantiert schneller als Kalpora. Ist ein Geist. Und es ist Initiative plus noch drauf. Ja, leck mich am Arsch. Okay, raus hier. Da bleibe ich nicht gerne drin. Komm, Quatschutsu, du machst das. Quatschutsu-Style. Ein Spukball von Traumagie mit Speed Boost. Das hätte sie noch wehgetan. Bin sogar schneller als Quatschutsu. Alter. Traumagil. Quatschutsu, die Macht der Freundschaft. So zum Ende. Das kennst du noch nicht, wa? Ja, yeah. Quatschutsu-Style. Wir fühlen sich für Quatschutsu. Okay, wieder raus hier. Was ist mit Boost drauf? Es hat Spezialangriff. Ach du Scheiße. Okay, macht direkt eine Kehrtwende und raus hier. Es ist aber trotzdem nur Pflanze, in Anführungszeichen. Das heißt, eigentlich wäre ich mit Vult am besten dran. In der Theorie zumindest, weil eben Spezialangriff Boost, das kann es ihm noch wehtun, egal was es raushaut. Blättertanz plus Stab drauf, das wird wehtun! Alter! Okay. Es ist schnell. Es ist so schnell und so schwer. Puh. Alter Schwede. Oh, ne, der große Teddybär. Jo, vor dem haben wir extra Angst. Was? Verteidigung. Ja, super. Ja, ich muss da eigentlich Eisbrecher reinschicken. Kosturse ist normaler Kampf. Ich bin gespannt, weil ich bin Eiskampf. Wenn er Kampfattacke einschätzt, wird's weh. Das kam mir so entgegen. So, Nahkampf. Was macht der Arsch da? Leg mich am Arsch. Gut, ich bin ziemlich schnell. Ich habe noch meinen Ash-Quatschutsu. Ich habe noch Salamandra. Falls ich da nochmal ganz kurz ihn hier bräuchte. Nochmal heilen. Oh oh. Heilige Scheiße. Ich bin langsamer, wa? Was würde ich jetzt machen, wenn es ein Nutzlock wäre? Ich muss einen Punkt reinschicken, dass ich mehr Verteidigung hätte, aber sondern ganz ehrlich, ich habe keins. Holen noch ein bisschen mehr. Aber auch weniger KP. Ja, also Eisbrecher, wenn ich jetzt noch angreifen, würde um nicht viel bringen. ...60 Punkte. Ne, wenn schon noch gerne einen vollen Boost draus, mache jetzt mal das hier, Hypertrank. Ja. Gut. Und jetzt ein frisches Vult.
Aber frisches Wohl gefällig. Mit Luftschnitt. Ah, ich bin der große Teddybär. Alle mögen mich. Ja, nicht ganz alle. Salamandra! Giftfalle, was eine Giftfalle? Eine spezielle Giftflüssigkeit, ein Angriff, unintensiv von vergifteten Zielen. Das heißt, es müsste eigentlich zuerst vergiften mit Toxin, wa? Und dann die Giftfalle. Ja, das ist doch eher etwas so von Support-Pokémon, so ein Tank halt, der vielleicht einen Angriff hat, aber sonst halt alle Staatsattacken. Und eben Tank spricht viel Verteidigung, viel Spezialverteidigung und so, aber garantiert nicht für Salamandra. Ah! Da wäre ich so mal viel drin, würde rausschreien. Ja, den Kampf habe ich, war natürlich schon ein bisschen heikel, aber ich glaube, in Sonne hat er ein bisschen mehr Probleme. Wobei, ich glaube es nur, bin ich ganz sicher. So, yeah, ich freue mich, yo. Gut, du gerne noch ein bisschen rumschwitzen, vor allem ein bisschen rumswitchen. Der rumschwitzen, die machen auf Schweizer. Hm? Ich bin zwar Schweizer, aber hat ja relativ wenig damit zu tun. Ja, nur Schweizer können schwitzen, wa? Nee, Quatsch. Und nur Schweizer können schwitzen. Das ist doch so ein Käse. Mit Mayonnaise. Calpora. Wie geht's? Schaut er mich so an, ne? Weißt du, will mich stören, so quasi aus der Tür rausgeguckt. Ja, bitte, was wollen Sie? Ah, du bist es, Michael. Ja, gar kein Problem, gib mir Süßes. Und verpiss dich. Hätte so sah es gerade aus. Egal, wir haben es geschafft, Freunde. Hilfe, Lunala! Mutter! Mutter! Lili. Wie seltsam. Du wirkst auf einmal alles andere als hässlich auf mich. Was passiert hier? Das lief ja gerade so gut, Mann! Was das für ein Scheiß? Amigo, 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 amigo. Verschwindet von hier! So viel Amigo! Verschwindet! Verschwindet!
Mein Apea! Wieso eigentlich nicht Lunala? Oder spricht sie in Japanisch? Ja, Transport! Ich bin die Treppe raufgekommen, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Und was finde ich da? Das legendäre Pokémon. Unser mysteriöses Loch, das sonst wo hinführt. Aber jedenfalls so, euch ohne Schaden anzutreffen. Yeah. Hapu. Ist Mutter. Hey Großer, warte doch mal nützlich und trage die Dame hier. Sie ist zwar unverletzt, aber äußerst geschwächt. Wir müssen uns jedenfalls schleunigst um sie kümmern. Okay. So wie zum Boss vom Team Skull war. Oh, ich helfe mal. Michael, du hast Lilly dabei geholfen, ihr Ziel zu erreichen. Gut gemacht. Du auch, Lilly. Pampers und ich warten unten auf euch. Komm einfach zu uns, wenn du soweit bist. Danke, Hapu. Yeah. Lunala, eigentlich wollte ich dir helfen, wieder in deine eigene Welt zurückzukommen. Stattdessen hast du mir ständig geholfen. Wirklich, ich weiß gerne, wer ich dir danken kann. Mahina! Ja, ja! Was hast du? Ich glaube, ich weiß, was du uns mitteilen möchtest. Du möchtest die Reise zusammen mit Michael und mir fortsetzen, stimmt's? Mahina! Wusste ich es doch. Ich bin ja schließlich auch schon eine ganze Weile an deiner Seite. Du bist so etwas wie Familie für mich. Da weiß man eben, was der andere denkt, wa? Und ich muss sagen, es geht mir genauso. Alolas Insel zu bereisen und dabei all diese Bekanntschaften zu machen. Professor Kukui und Professor Burnett, Inselkönig Halla und sein Enkel Tali und Michael, der unser Zögern eingeschritten ist, um dich zu retten, als dich diese Habitak angegriffen haben. Was daran denkst nicht alle? Ich weiß natürlich nicht, was das für eine Welt ist, in der du bisher gelebt hast, aber ich kann schon verstehen, dass du auch Alola, unsere Welt hier kennenlernen möchtest. Halla hat es ja einmal so treffend gesagt. Neue Begegnungen mit Pokémon und Menschen machen das Leben ist so richtig spannend. Halla, halla. Ja, Mann, so ist es. Cool, wa? Du kannst nicht mit mir auf Reisen gehen. Ich bin kein Trainer. Ich kann dir die Abenteuer bieten, die du so gerne erleben möchtest. Und in Sachen Pokémon-Kämpfe kann ich dir erst recht nicht helfen. Alter, stell dir mal vor, ey. Lillys erstes Pokémon wäre ein Lunala. Leck mich am Arsch. Michael, darf ich dich um etwas bitten? Würdest du gegen meinen Freund antreten und ihm in einem Pokémon zu Hause geben? Ich möchte diese Reise mit dir fortsetzen. Und so viel von Alola sehen wir irgendwie möglich. Bitte gewähre ihm diesen Wunsch. Ja, also wenn es natürlich so darum bittet. Ein Kampf gegen Wölkchen, geballt, damit es dich anerkennt. Wölkchen, wo ist das noch Wölkchen? Das ist ein riesenfettes Lunala. So, was machen wir dagegen? Ich würde sagen, erstmal. Kann irgendwie tauschen und da hat mir so, WTF, aber egal. Das wäre so ein Vergiften, wäre natürlich eine gute Option, weil ich habe irgendwie Angst. Aber schau mal. Okay. Bereit, Freunde? Mein Apea! Der Kampf gegen Lunala! Lunala erscheint! Los, Volt, du bist dran! Du bist dran! 55! Was ist für ein Typus? Das ist eine gute Frage. War mir ein bisschen in dem Zeitpunkt keine Ahnung. Ich greife mal an mit. Warte mal, könnte klug sein? Nee. Ja, natürlich ein Wert ist Psycho, deswegen greifen wir mit Käfergebrümm an. Psychogeist? Was ein Angriff, ey. Jo, das ist, natürlich ist die Spezialverteidigung nicht so gut, aber das andere ist noch schwächer. Also der Spukball nicht viel bringt, aber natürlich relativ schnell war. Die Schnelligkeit könnte ich ausnutzen. Ich bleib deswegen mit Volt drin, man braucht die anderen noch, um es zu fangen halt. Deswegen erstmal Voltwechsel.
Volt wurde platt gemacht. Es ist halt nicht so ein cooles Volt. Natürlich ist es cool. Okay, dann spielen wir der Zeit. Salamandra, es soll vergiften. Ein bisschen toxinieren, war? Und dann hoffen, dass er relativ schnell drin bleibt. Shadow Beam! Oh oh! Heiliges Kanonenrohr! Das war gemein. Das war echt gemein. Eine voll fiese Attacke, ey. Gut, Quatschutsu, weil eben Lunala ist Psychogeist und ganz ehrlich, was soll es gegen Quatschutsu machen? Nicht sehr viel. Heißt aber natürlich auch, ich muss mich hier ein bisschen beeilen mit den Bällen. Ich habe den Meisterball für einen Notfall. Finsterball. Ja, bevor er kurz abschmiert, Lunala, mach halt Meisterball. Ich hoffe natürlich, es geht auch so. Zweimal. Okay, wäre ein bisschen früh gewesen. Ja. Moon Shadow. Alter. Nicht effektiv, es ist nur 5. Gut, ja, 5. Nur 5 Level höher, macht trotzdem so einen Damage. Ja, gute Nacht dann. Es ist der Finsterball. Er ist so Finstermann. Einmal ist er drin. Zweimal auch. Ein drittes Mal. Und er bleibt drin. Wir haben Lunala gefangen mit 2 Finsterbällen. Das muss man erstmal nachmachen. Lunala. Ja, 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 ja. Es ist ein exklusives Pokémon. Das legendäres Pokémon registriert. Was ist noch? Schau es dir mal genauer an. Man sagt, es komme aus einer anderen Welt. Es verschlingt unaufhörlich Licht und sorgt zu einem helllichen Tag für Dunkelheit. Vom Typus Psychogeist bereits erwähnt. Es ist ein Mondschein-Pokémon mit der Größe 4 Meter und Gewicht 120 Kilo. Dafür sieht es relativ leicht aus, wa? So eine Art Fledermaus halt. Spitznamen geben. Legendäre Pokémon gebe ich eigentlich nie Spitznamen aus Prinzip, weil sie einmalig sind in der Regel. Kommt ganz kurz einen Bericht an, ob wir es ins Team aufnehmen werden. Zumindest für die kurze Zeit oder so. Wäre natürlich eine Frage. Alter, der Schattenstrahl. Hat immer einen Spezialangriff hoch, das käme sogar entgegen. Aber ganz ehrlich, ignoriert die Fähigkeit des Ziels. Alter! Wie krass ist das denn? Wenn ich Schattenstrahl habe, warum Spukball? Klar, es ist eigentlich die Spezialverteidigung, aber wenn ich Schattenstrahl habe. Nachtfall natürlich auch nicht schlecht, wa? Phantomschutz. Verringert den erlittenen Schaden bei vollen KP. Okay, im Prinzip ein Fokusgurt. Was ist denn das für ein krasses Vieh? Wir nehmen es mal ins Team auf, einmal so Just for Fun und so. In mein Team, das heißt, was schicke ich in die Box? Das wird vermutlich Idefix sein, weil Idefix ist schon ein cooles Pokémon, aber hat halt nur einen Typus und wir haben es bisher auch selten eingesetzt, also doch, aber halt mit Set Steinkanten und so, deswegen Idefix ab in die Box. Lunala, nein. Wölkchen, Mark ist ab jetzt dein Trainer. So wird er wie dein Vater. Er wird sich gut um dich kümmern, dass du mir also schön auf ihn hörst, ja? Und letzten Endes kann man das für dich tun, aber ich bereue es keine Sekunde, dich mitgenommen zu haben. Freue dich darauf, ab jetzt mit Michael die Welt zu entdecken. Du wirst an seiner Stelle andere starke Trainer treffen und spannende Kämpfe gegen mächtige Gegner erleben. Michael kann dir all die Wunder zeigen, die diese Welt zu bieten hat. Michael, ich weiß, dass du wirklich gut trainieren wirst. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Was mich betrifft, ich werde an Mutters Seite bleiben. Ihr Zustand bereitet mir große Sorgen. Okay. Wölkchen, dass du mir schön in deinem Pokémon bleibst, hörst du? Du kannst da nicht immer herausspringen wie aus meiner Tasche. Und vergiss nicht, wie stark du geworden bist. Geh vorsichtig mit deinen Gegnern um. Nicht, dass du sie noch verletzt, ja? Ach ja, eines noch.
dass du mir nicht in diese andere Dimension verschwindest. Da wäre Michael bestimmt sehr traurig. Ja, und du etwa nicht, Lili? Also gut, ich gehe da mal. Alola! Ja, Alola. Ah, ein schöner Abschied. Also, schöner Abschied, eine schöne Szene. Abschiede sind ja, also, ja, sind Abschiede schön oder sind sie halt zweckmäßig, sind sie notwendig? Das ist immer so eine Frage, wa? Egal. Was macht denn der hier? Haben wir hinter der Party ist eigentlich schon vorbei. Mann, das ist immer eine Qual bis hier rauf. Aber eine kleine Show von ihm war eine angemessene Entscheidung, würde ich sagen. Wie auch immer. Eigentlich bin ich hier, weil ich für dich einen Nachbarprofessor habe. Wenn du alle Prüfungen der Insellandschaft gemeistert hast, inklusive der großen Prüfungen, wartet noch eine letzte Prüfung auf dich. Die Größler-Prüfungen. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Zeremonie, bei der du alle 4 Inselkönige und Königinnen ineinander bezwingen musst. Seit diesem Jahr hier ist aber alles etwas anders. Ich meine jetzt, da wir hier in Alola auch eine Pokémon-Liga haben. Voll cool, wa? Ja, Ligen sind cool. Also, Junge. Ich würde sehr verbunden, wenn du dich zum Fußmount Lanakila auf Ula Ula begeben könntest. Du reichst ihn über das Dorf der Kapu. Da, wo sie so fleißig gebaut haben. Der Professor wartet dich bereits dort. Wenn du willst, dann bringe ich dich auch hin. Willst du gleich mitkommen? Nee, noch nicht, Freunde. Machen wir ein anderes Mal. Gesetze und größere Prüfungen. Es gibt nur wenige, die es überhaupt so weit geschaffen. Gerne mal eine Handvoll sind es jedes Jahr. Das ist ja kein Spaziergang. Das sind Kämpfe, in denen du wirst du alles geben müssen. Jawohl. Die Pokémon-Liga befinden sich auf dem Gipfel des Mount Lanakila. Yeah, Mann. Ja, Freunde. Auf dem Gipfel des Mount Lanakila gibt es auch noch ein paar andere Dinge. Nicht nur die Liga. Es ist jetzt so, ich werde jetzt in den nächsten paar sag jetzt mal. Also Parts, nee, ist übertrieben für die nächsten paar Kämpfe. Wenn noch Lunala ein bisschen einsetzt und zeigen, was sie überhaupt so alles drauf hat. Was natürlich sehr geil ist. Vor allem die beiden Attacken ist eigentlich ja ein bisschen, naja. Ich sage mal, geht so, nicht wahr? Aber in der nächsten Folge und übernächsten Folge geht es erstmal zurück nach Pokémon Mond, sorry, natürlich nach Sonne. Wir werden dort das große Story-Finale mit Solgaleo erleben. Und wie ich mich mit meinem dortigen Team geschlagen habe, als Amento bereits erwähnt, es war ein bisschen heikler, wie ich es mal richtig in Erinnerung habe. Da haben wir auch nicht vergessen, nicht wahr? Was habe ich jetzt hier eigentlich noch? Ah, 13Z, okay. Ich habe doch irgendwo noch einen Ghost. Schattenkraft hochstufen, Alter. Ja, das wird in den nächsten 2 Folgen passieren. Danach geht es hier in den Mond weiter. Wir gehen direkt mal dort zum Dorf Lanakila und so. Weil es passt eigentlich ziemlich gut. Wir haben da noch einen heftigen Kampf vor uns, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es ist ein richtiger heftiger Kampf. Okay, Psychoschock, gut. Ah, Psychokinese. Ich hatte auch Psychokinese. Ich mache mal das zuerst, wa? Weil ihr kennt mich, Leute, ich setze nicht gerne in ihre Pokémon ein, vor allem nicht bei Liga und mit den Kämpfen und so. Deswegen kommt es relativ schnell wieder raus. Ja, da hat es trotzdem erstmal Spukball weg. Ja, deswegen Solgaleo, Lunala wird uns nicht lange begleiten. Das kommt bald zurück auf die Box. Und dann haben wir noch ein paar andere Kämpfe vor uns. Eben halt geht es eigentlich in die Liga rauf. Wir werden dann noch 1, 2 wichtige Pokémon fangen. Weil ich will eigentlich wirklich idefix ein Team ersetzen. Nicht durch Lunala, sondern durch ein anderes Pokémon, was wir aber erst auf dem Mount Lanakila fangen können. Das wird dementsprechend natürlich noch ein bisschen cool werden und so. Ich hoffe es zumindest. Und ansonsten würde ich mal sagen, gucken wir, was noch so alles gibt. Lichtkanone. Ja, Stahl, hey, natürlich gegen Feen und Gestein aktiviert war es auch schon leider. Ah ne, Eis noch. Natürlich eine Option für Volt, war anstelle von, also Volt wäre natürlich drin. Weil er braucht was zum Switchen. Aber anstelle von der Flugattacke, weil ich habe hier eigentlich unsere Eule. Die lernt bei, glaube ich, Sturzflug, und dann hat sie auch so eine, ja, so einen krassen Flugmove drauf. Und dann der Luftschnitt, ja eben Flugattacke macht der, oh, Entschuldigung, bin ganz Mikro gekommen. Das arme Mikro, ich hab's fast abgeschlagen. Ja. Flug macht nur Schaden gegen Käfer und Pflanze. Und Kampf, ja gut, sind 3 Typen. Aber Kampf macht ihm sowieso nicht viel aus, deswegen... Ja, ich kann nur mit Stahl durchaus gegen Gesteins-Pokémon im Notfall. Aber eben, ich bin eigentlich viel zu langsam, war, um da was
Aber eigentlich Renner sein soll, wenn es Luftschnitt gesehen. Kein Powerpup bei der Luftattacke und ich habe gar keinen Stahlpokémon im Team. Deswegen wäre Lichtkanone eine Option, zumal Luftschnitt daneben gehen kann. Bei einer Trefferquote von nur 95%. Okay, natürlich auch geil für Lunala. Zauberschein, hey, Alter, ne, hätte ich Geist, Unlicht. Wollen wir ganz kurz, ne, müssen wir mal überlegen. Bringt überhaupt eine Unlichtattacke etwas, wenn man es mal so betrachtet, weil Unlicht wirkt gegen, genau, es wirkt gegen Geister und Psychos. Was macht Geist? Es wirkt gegen Geister und Psychos. Also, ob ich jetzt Lunala hier Nachtluna dabei habe. Nee, komm, vergiss das. Bringt nicht viel, eine Feenattacke wirkt auch noch gegen ein paar andere Typen. Vor allem auch gegen Geister und Unlicht und so und auch Kampf und ja. Drachen vor allem auch, deswegen ist das eigentlich ein ziemlich cooles Match, würde ich mal behaupten. Ja, macht mal so, wa? Denkt, da ist etwas, was man durchaus machen kann. Was? Ich habe gerade richtig gesehen. Wir haben Phantomschutz und Phantomium Z. Das ist ein bisschen das Phantom-Pokémon, wa? Aber egal. Volta kein Item mehr. Ah, der Fokus-Code, der geht wieder weg, wenn er einmal gebraucht wurde. Ja, ist natürlich schade, man kann wieder kaufen und tauschen aus. Und dann geht er gar nicht aus der ersten Generation rüber tauschen. Ja, ist egal. Freunde, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder hier bei, wie bereits erwähnt, bei Pokémon Sonne. 1, 2 Folgen und dann geht es zurück mit Mund. Auf zum großen Story-Finale, auf zur Pokémon-Liga. Bis dahin, ciao zusammen.